Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse Talk zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Eintracht Frankfurt. Völlig verdienter Sieg, auch in dieser Höhe, völlig verdient. War einfach die bessere Mannschaft, hat einfach das gezeigt. All das, was wir haben vermissen lassen. Ne? Gut, damit kommen wir mal zu unserer Mannschaft. Die Geschichte ist heute relativ schnell erzählt. Erste Viertelstunde, I don't know, ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen Zweikampf gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal einen Pass gespielt haben, der angekommen ist, der nach vorne ging. Gefühlt gar nicht. Frankfurt hat super gemacht, hat uns angelaufen. Hat einen Kimmich noch nicht mal zur Manndeckung genommen, sondern der Kimmich war einfach abgedeckt, indem Frankfurter Spieler die Passwege zugestellt haben. Bei uns war nur Standfußball und Kimmich hat sich gar nicht bewegt, Goretzka hat sich nicht bewegt, die Außen haben sich nicht bewegt, hat sich keiner mal fallen lassen, mal angeboten, sonst was. Alles stand oder ist gegangen. Ja, das war unser Fußball die ersten 30 Minuten. Wir haben keinerlei Biss gehabt, wir haben keinerlei Zug gehabt, wir haben keinerlei mannschaftliche Geschlossenheit gehabt. Man hatte wieder das Gefühl, das sind 11 Egoisten auf dem Platz. Man hatte nicht einmal das Gefühl in diesem ganzen Spiel, dass einer mal für den anderen gearbeitet hat oder den einen oder mal mitgeholfen hat oder sonst was. Wir haben 11 Ich-AGs auf dem Feld gesehen. Erste Viertelstunde bzw. 20 Minuten komplett unterlegen. Frankfurt hat super gemacht. Frankfurt hat das Tor dann gemacht. Hat dann noch 5 Minuten weiter Gas gegeben. Hat sich dann zurückfallen lassen. Hat genau das taktisch gemacht, was man machen muss. Hat sich zurückfallen lassen, hat dann gekontert, hat 2 weitere Tore gemacht. Aber danach war das Spiel durch. Das 3:1, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich keinen Ruck gemerkt in dieser Mannschaft. Habe ich auch keinerlei Aufbäumen gemerkt. Hat der Kimmich, war seine einzige gute Aktion im ganzen Spiel. Hat der Kimmich mal einen Ball gut getroffen, der reinging. Zweite Halbzeit, dasselbe Spiel. Ja, wir kommen aus der Kabine mit völlig schwachsinnigen Wechseln, ja, um das gleich mal vorwegzunehmen. Und lassen uns gleich wieder abkochen. Ja. Lassen uns gleich wieder abkochen. Völlig lächerlich. Keine Ahnung, ich habe keine Worte. Ich bin auch gar nicht sauer. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht. Ja. Es ist schon fast zu schade, sich dadurch jetzt die Laune verderben zu lassen, weil es einfach so eine klare Kiste war. Ja, es war eine klare Kiste. Wir haben alles vermissen lassen. Ja, und dann lässt du dir nach 5 Minuten das 4:1 einschenken, nach weiteren 10 Minuten das 5:1. Und dann musst du am Ende noch froh sein, dass es nur 5:1 ausgeht. Das als FC Bayern München. Ja. Ich meine, wir gucken im Moment World Squad, da werden Werte vorgelebt. Da sollten sich die Profis mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Das war heute unterste Kanone. Der Rest war dann Ringepitz mit Anfassen. Die letzte halbe Stunde. Aber selbst da haben wir wir waren gar nicht in der Lage, heute überhaupt mal eine Torchance zu erarbeiten. Ja, der einzige, wenn es mal irgendwie gefährlich wurde, war es Harry Kane. Ja, der 1-2 gute Bälle gespielt hat, der auch 1-2 Chancen hatte, so Halbchancen. Das war alles. Alles andere war unterirdisch schwach. Ich habe es gesagt, gegen Köln hat es mir schon negativ, habe ich mich echt zurückgehalten. Das war richtig schlecht. Gegen Kopenhagen war das dann nochmal eine Tacken schlechter. Habe ich mich auch zurückgehalten, immer mit der Aussage, ja, warten wir mal das Spiel gegen Union ab, was ja dann ausgefallen ist. Und dann siehst du so ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Nach 10 Tagen, wo wir angeblich richtig engagiert trainiert haben und sonst was. Und ja, sollte ich von irgendeinem Spieler oder vom Tuchel in der PK heute hören, ja, wir haben keinen Spielfluss gehabt, weil wir die 10 Tage Pause hatten. Alter, dann implodiere ich innerlich. Ja, also das kann und darf keine Ausrede sein. Ja, du musst halt froh sein, dass du mal eine Woche hattest, in der du trainieren konntest, in der du auch dann hart trainieren konntest und mal richtig trainieren konntest. Es wurde ja so kommuniziert, dass das getan wurde. Wenn dem so ist, I don't know. Dann
weiß ich nicht. Sollte man mal überlegen, ob die Spieler die richtigen sind, ob der Trainer der richtige ist, wenn er angeblich eine Woche super trainiert hat und die Mannschaft dann das umsetzt, was sie heute umgesetzt hat. Wie gesagt, es war nicht eine Sache, wo wir sagen könnten, wir waren auf Augenhöhe, wir waren in allem unterlegen. Also die ersten 25 Minuten haben wir gefühlt 10% Zweikämpfe gewonnen. Ja? Gar nichts. Egal wo, an welcher Position. Ja? Ja, dann hat sich Frankfurt zurückgezogen, dann sah es einen Tacken besser aus, dass wir ein bisschen ins Spiel gekommen sind durch Ballbesitz. Aber wir haben ja keinerlei Chancen erspielt. Ja, dann haben wir die beiden Tore gekriegt, dann war das Ding durch. Ja, das 3-1, dann nochmal Hoffnung, ja, wenn du dann mal aus der Kabine gekommen wärst und hättest gleich mal Feuer gegeben, die erste Viertelstunde, mit den richtigen Wechseln, ja, die Wechsel waren, das ist mehr als schwachsinnig, diese Wechsel zu machen. Ja, dann hättest du vielleicht noch dran glauben können. Ich persönlich habe das heute nicht. Dafür war die erste Halbzeit einfach viel zu schlecht. Wie gesagt, es war nichts, gar nichts. Kein Spieler war auf irgendeiner Augenhöhe. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich finde keine Worte dafür. Es ist einfach nur maßlos enttäuschend. Ja, es ist nichts gegen Frankfurt. Dass Frankfurt Gas gibt, Feuer gibt, war klar. Aber wenn da so eine Mannschaft ist, seit 4 Spielen nicht gewonnen, dann im Pokal ausgeschieden gegen Saarbrücken und so weiter, dann musst du doch als FC Bayern da auflaufen, die Brust raus und musst die erste Viertelstunde die Eintracht an die Wand spielen, um gleich mal das Zittern reinzukriegen. Ja, wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben nichts gemacht, gar nichts. Wir haben uns ergeben. Und dass dann die Frankfurter natürlich ihre Chance gegen FC Bayern, was haben sie zu verlieren? Nichts. Dann kommt das Tor, dann hast du Selbstsicherheit, dann kommt das zweite, dritte Tor und dann war da alles gut. Ja, Frankfurt ist ja keine schlechte Mannschaft. Aber du musst doch dann den Zeitpunkt nehmen, dass diese Mannschaft halt verunsichert ist. Ja, und wenn du da mal richtig Feuer gibst, die erste Viertelstunde, und da ein Tor machst, ja, dann sieht das ganz anders aus. Ja, aber genau das hat Frankfurt getan. Frankfurt hat alles das getan, was wir hätten tun müssen. Hätten wir das auch getan, hätten wir dann vielleicht ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. So haben wir eine, ja, hochverdiente Niederlage gekriegt. Und wie gesagt, es gibt heute gar nichts zu beschönigen, das werde ich auch nicht tun. Das ist alles, was ich zu dem Spiel sagen kann. Maßlos enttäuscht. Wir gehen jetzt zusammen Statistiken, brauchen wir gar nicht angucken, sind auf Bayern-Seite nicht vorhanden. Brauchen uns nicht an irgendwie 60% Ballbesitz hochziehen oder sowas. Mich hätte eine Zweikampfquote interessiert, die wir haben. Diese gibt's auf livescore.com leider nicht. Spielt auch keine Rolle. Auch Torschüsse, I don't know. Wir haben 2 Halbchancen gehabt. Ja, und das war's aber auch. Ja, wir haben nicht eine klare Torchance rausgespielt. Mal abgesehen, dass Schuppo eine hatte. Warum der noch auf dem Feld stand, Alter, kommen wir gleich zu. Kommen wir jetzt zu. Also, Spiel für mich habe ich abgehakt. Wie gesagt, in allen Belangen unterlegen. Absolut verdienter Sieg von Frankfurt. Super enttäuschend. Von 10 von 11 Leuten auf dem Feld, oder sagen wir von 9 von 11 Leuten, bin ich maßlos enttäuscht. Vom Tuchel noch viel mehr. Leute, mit der Aufstellung D gehe ich d'accord, abgesehen von Schuppo. Dass Schuppo da wieder spielt, ist eine absolute Frechheit. Ja, eine absolute Frechheit. Der war schon gegen Köln unterirdisch, der war davor die ganzen Spiele unterirdisch und er spielt wieder. Wieder mit den gleichen verfickten Argumenten, die er schon gegen Köln gebracht hat. Alter, das ist nur noch lächerlich. Nur noch lächerlich. Wäre der Schuppo nicht mehr auf dem Platz gestanden in der zweiten Halbzeit, wäre das Ding vielleicht reingegangen, weil er hatte die einzigste große Chance. Ja. Ich will mich gar nicht am Schuppo hochziehen, aber ja, dann stand ja auch im Discord, gehe ich gerne noch drauf ein, von wegen, oh ja, das war schon die richtige Entscheidung, weil die Frankfurter, die pressen ja und da ist der Schuppo der bessere Mann. Ja, ganz klar ist der Schuppo der bessere Mann als ein Thomas Müller auf der 10 oder als ein Jamal Musiala, aber 100%. Also ich weiß nicht, in welchem Schlaraffenland man da lebt, dass man so eine Meinung haben kann. Ich habe nicht eine Leistung die Saison vom Choupo-Moting gesehen, die das rechtfertigen würde. Nicht eine. Punkt. Ansonsten, die Wechsel. Leute, ganz ehrlich, allerspätestens nach dem 3-0. Sind wir human. Also bei mir, ich hätte nach 20 Minuten den Coman ausgewechselt. Coman war unterirdisch schlecht, Alter.
Er hat nicht ein Ball behauptet, hat nicht ein Zweikampf gewonnen, hat nicht ein Pass zum Mitspieler gekriegt. So, da musst du als Trainer einfach mal ein Zeichen setzen. Ja, erst recht nach dem 1-0. So, da musst du mal ein Zeichen setzen, Leute, so geht das hier nicht. Punkt. Ja, auf einer Außenposition offensiv kannst du auch nicht viel kaputt machen. Kommt mir nicht wieder mit den Argumenten, oh ja, dann sind die Leute nicht eingespielt und dann bringt das Verwirrung in die Mannschaft. Nee, bringt es nicht. Da musst du mal ein Statement setzen, dass so eine Leistung halt nicht geht. Punkt. Das ist gar nichts gegen Coman, ich mag einen King, aber das ist unterirdisch. Die Leistung ist schon in den letzten Spielen immer weiter abgefallen. Ja? Und da muss ich mal als Trainer dagegen steuern und nicht den Spielern immer nur Puderzucker in den Arsch blasen, Alter, und immer an ihnen festhalten. Ach ja, den halte ich fest, der spielt schon irgendwann wieder. Alter, wir sind der FC Bayern München, das hat ein Leistungsprinzip zu herrschen. Da muss man mal knallhart auswechseln. Punkt. Wo ist denn das Problem? Du hast einen Kretzig, du hast einen Tell, rein damit. Ja, Gnabry brauche ich nicht als Alternative zählen. Stell Müller auf rechts. Wo ist das Problem? Ja. Nummer 1. So, hätte man mal ein Zeichen setzen können. Wäre vielleicht mal angekommen bei der Mannschaft. Nummer 2. Dann wechsle ich zur Halbzeit. Halleluja. Erstmal hier. Bin zwar evangelisch, aber 3 Kreuze in den heiligen Kalender, Alter. Ich glaube, das erste Mal, dass wir zur Halbzeit gewechselt haben und dann gleich 2 Spieler. Aber wir machen das 3-1. Ja, wo man dann sagen könnte, ja, gut. Völlig aus der Luft geschissen, das 3-1, was uns so einen kleinen Funken vielleicht gibt zur Halbzeit. Dann wechsle ich beide Außenverteidiger aus. Von der Leistung her kannst du beide auswechseln, man beide Note 6. Ja, gehe ich mit. Dann wechsel doch gleich noch den Schuppo und den Coman aus, Alter. Was ist denn los? Was ist denn das Belangen? Zu sagen, ach ja, wir waren aber so offensiv stark in der ersten Halbzeit. Wir haben ja so eine Akzente gesetzt. Das hat ja alles super geklappt, meine Taktik, die ich im Kopf hatte. Nee, es hat gar nichts geklappt. Es war grottig, Alter. Schuppo war Note 5, Alter, und Coman war Note 6. Totalausfall. Raus. Weg. Kommt mir nicht wieder, ach ja, dann hast du später keine Wechsel mehr. Ja, dann ist das so. Du liegst 3-1 hinten, Alter. Punkt. Da musst du die rausnehmen, die da vorne rumgurken. Und die beiden haben da nur rumgegurkt. Junge, die Bank ist voll, du hast Alternativen, alle sind fit. Lächerlich. Was mache ich dann? Ja, alles klar. 4-1, 5-1. Oh ja, dann gucke ich mal. Ach, weißt du was? 5-1, komm, dann bringe ich jetzt den Müller noch mal rein. Der reißt das Spiel dann noch rum, oder was? Alter, wie lächerlich ist das denn bitte? Meine Müller irgendwo abzusägen, I don't know. Kann man jetzt von halten, was man will. Dann aber so einen Schlag in die Fresse zu geben, Alter, wenn es 5-1 zu steht, dann noch einen Müller reinzubringen, I don't know, Alter. Hättest du dir dann auch schenken können, dann lass die Versager auf dem Platz, die sollen dann auch nach Hause spielen, Alter. Ja, fertig. Wenn, musst du zur Halbzeit wechseln. So, es ist 3-1, du hast eine Funken Hoffnung und da muss das brennen, Alter. Da muss das brennen. Da müssen die Leute, da muss ein Tell kommen, der brennt wenigstens. So, der reißt sich wenigstens einen Arsch auf. Bring Kretzig rein, der reißt sich auch einen Arsch auf. Ja, die brennen wenigstens, die Jungs. Gnabry, oh, der erste Zweikampf. Ach ja, ich bin jetzt erstmal wieder 3 Monate verletzt, ist doch supi. Alter. Lächerlich, wirklich lächerlich. Dann Musiala noch zu bringen, I don't know, hättest du dir auch schenken können, Alter. Hättest auch. Welchen Spiel hast du dann Gefallen getan, um nach dem 5-1 noch eingewechselt zu werden? Ja, gar keinem. Ja, er musste dann wechseln, verletzungsbedingt. I don't know, Alter. Maßlos, ich bin einfach nur maßlos enttäuscht. Maßlos enttäuscht, auch vom Tuchel, maßlos enttäuscht. Man sieht ganz klar, dass null Leistungsprinzip bei uns herrscht. Wirklich 0. Es geht nur nach Name. Nach nichts anderem. Und nach, wie sehr mag ich einen Spieler. Ja, es geht nicht nach Leistung mehr bei uns. Und das hat heute mal wieder in der Konsequenz gegipfelt. Ja. Ich bin sehr gespannt. I don't know. Ich glaube nicht, dass jetzt der Schalter einfach so umgelegt wird gegen Manchester United. Da wird wahrscheinlich wieder irgendeine B11 auflaufen. In Anführungsstrichen B11. Da kommt Stuttgart, da kriegen wir den nächsten auf den Sack sehr wahrscheinlich. Ja, es sei denn, es kommt nochmal so eine Leistungssteigerung wie bei Dortmund. Aber soll das dann jetzt der neue FC Bayern Fußball sein? Wir bringen 3 gute Spiele, dann kacken wir wieder 2 Spiele, pimmeln wir wieder rum, dann kriegen wir wieder einen auf den Deckel und dann bringen wir wieder 3 gute Spiele oder was? Auch wir haben wieder keinerlei Spielidee gehabt. Keinerlei Spielidee. 0. Nichtig. Nothing. Nichts. Gar nichts. Ich habe keine Spielidee gesehen.
Und Kimmich war abgemeldet 30 Minuten lang, weil Frankfurt einfach die Passwege zugestellt hat. Und der Kimmich immer meinte, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Laufe ich jetzt? Oh, ich laufe besser nicht. Ich gehe einfach mal 3 Meter und mach dann so, zeig da mit dem Arm, wo er hinspielen soll. Junge, da kriege ich einen Kackreiz. Aber einen vom Allergemeinsten. Ja, und der Goretzka dasselbe daneben an, Alter. Who the fuck? Ich muss doch von einem Nationalspieler verlangen können, der Leon Goretzka heißt, der jahrelang mit dem Kimmich eine Doppel-6, Doppel-8, whatever, name it, wie du willst, Alter, spielt. Da muss der doch sehen, ach ja, der Kimmich ist zugestellt. Vielleicht sollte ich mich mal fallen lassen und mal aushelfen. Auf den Gedanken kommt der gar nicht. Steht da vorne rum und wartet, dass er einen Ball kriegt, Alter. Junge, zum Kotzen. Ich sage ja, 11 Egoisten auf dem Feld. 11 Egoisten. Da ist keiner, der mal in die Bresche springt und für den anderen mal hilft. Ja, man muss doch mal sehen, als großer Führungsspieler, ja, der Kimmich ist zugestellt, es gibt keine Anspielstation, unsere Innenverteidiger wissen nicht, wohin mit dem Ball, produzieren dann Fehlpässe. Da wird ein Opa jetzt wieder zerrissen werden. Opa Note 6, brauchen wir nicht drüber reden, ja, aber da wird er wieder zerrissen werden. Ja, hat er da wieder, wollte er das Spiel aufbauen, hat die Fehlpässe gespielt. Ja, warum muss denn der Innenverteidiger diese Pässe nehmen? Warum muss er die nehmen? Weil kein verfickter 6er, 8er Außenspieler ihm entgegenkommt und sich anbietet. Keiner. Alles steht auf dem Feld. Sie stehen. Junge, siehst du, jetzt rege ich mich doch noch auf. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht. Gut. Ich höre jetzt aber auf. Es regt mich nur noch auf, Alter. Das hat so viel Aufregung und ja, wie sagt man? Keine Ahnung, so viel Gedanken und Zeit da jetzt, Emotionen jetzt an diese Leistung zu verschwenden, nein, darf man nicht. Gut, gehen wir es durch. Ich habe leider auch keine, Bayern-Seite zeigt auch wieder keine Aufstellung an, nichts, es läuft heute wieder. Neuer Note 5, Davis 6, Upa 6, Minjay Kim 6, Mazraoui 6, Goretzka Kimmich 5, Choupo 5, King 6, Leroy 4 bis 5, Harry Kane 4. Das sind meine Noten. Auswechselspieler Spieler Guerrero, Leimer, I don't know, beide 4, war jetzt nicht super irgendwas. Serge, 1,5 Minuten auf dem Feld, Xhaka, kannst du dir, was weiß ich was, Müller, ja, Müller war wenigstens dann so die letzten 5 Minuten ein bisschen auffällig, er hat nochmal ein bisschen was versucht, völlig undankbar da reingeworfen zu werden, Alter, Schlag ins Gesicht für Thomas Müller, meiner Meinung nach, ja, können wir nicht benoten, Musiala können wir auch nicht wirklich benoten für die paar Minuten, die er auf dem Feld war, und keinerlei Akzente setzen, wie auch. Ja, wie gesagt, es war keine Mannschaft auf dem Feld. Keine Ahnung, soll ich die Noten noch begründen? Ich glaube nicht, oder? Bei 5-1 brauche ich die Noten nicht mehr begründen. Ja. Warum Harry Kane eine 4? Weil Harry Kane noch der Einzige war, der da vorne eine gefährliche Situation kreiert hat. Ja. Und halt einmal den Ball nicht richtig getroffen hatte und diese andere Halbchance hatte. Ja, Choupo musste eigentlich kann es Choupo auch eine 6 geben, Alter. Wie gesagt, diese eine Chance muss er machen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, warum er da noch auf dem Feld stand. Er hat da nicht mal auf dem Feld zu stehen. Thomas Tuchel, Note 6, Alter. Punkt. Ja, Startaufstellung, gehe ich mit, du musst die besten Spieler bringen, das sind deine Stammspieler, an denen hältst du fest. Verstehe ich alles, abgesehen von Choupo, das ist für mich so unverständlich, war schon gegen Köln komplett unverständlich. Weiß auch nicht, was er da gegen Köln so hochgelobt wurde, das war für mich schon eine Grottenleistung. Der gehört nicht in diese Mannschaft rein. Null. Ja, wenn du nicht mit dem Zehner spielen willst, sondern eher mit einer hängenden Spitze, dann stell doch einfach mal den Tell dahin. Ja, das ist ein Mittelstürmer. Ich wette mit dir, der hätte das besser gemacht als ein Choupo mit hängen. Von daher ist das für mich kein Argument. Ansonsten, ja, wie gesagt, Coman war unterirdisch, Alter. Leroy hat wenigstens ab und wann mal noch mit nach hinten was versucht, aber auch Durchschlagskraft 0 heute. Dann auch wieder dieses Rumgewechsel auf den Seiten, dass wir wieder ohne Flanken spielen. Dann zweite Halbzeit war die große Taktik. Ja, ich bringe Guerrero und Leimer rein und spiele dann ohne Außenverteidiger. Und stell dann Leroy und Kim ganz an die Außenlinie. Und wir standen nur noch zu zweit hinten.
Und dann ist das passiert, was passiert, Alter. Ja, Kimmich und Goretzka, Masos überfordert, überhaupt mal mit nach hinten zu kommen. Geschweige denn vernünftiges Zweikampfverhalten nach hinten zu haben. Minjay und Upa waren sowieso schon überfordert. Und ach, Leute, verstehe ich nicht. Du kannst ja Guerrero und Neymar bringen auf diesen Positionen. Keine Ahnung, dann spielen eine Dreierkette. Ziehen Goretzka nach hinten, stellt auf eine Dreierkette um, schiebt die Jungs alle nach vorne. Du hättest aber auch einfach mal die Viererkette belassen können. Hättest links einen Kretzig gebracht, hättest rechts den Leimer gebracht, hättest gesagt, komm, ein bisschen defensiv. Obwohl ich den Leimer da völlig verschwendet fand. Ich hätte den Leimer definitiv gerade in diesem Spiel im Mittelfeld gebracht. Ja, nachdem man gesehen hat, dass Goretzka und Kimmich da maßlos überfordert waren, hätte dann Conny Leimer hingehört. Direkt zur zweiten Halbzeit, direkt der anläuft, der Frankfurt unter Druck setzt, der pusht, der presst, der tut, der macht. Er hätte auf die 8 gehört und hätte da Attacke gemacht. Ja, Punkt. So. Das wäre ein Zeichen gewesen, aber nicht ihn nach rechts außen zu stellen und dann in irgendeinen Halbraum soll er da irgendwas machen. Also das ist der einzige Spieler bei uns, der da hätte Attacke machen können. Ja, und dann hättest du als nächstes Zeichen, hättest du gleich einen Schupo rausnehmen müssen und Musiala rein. Ja, das ist der den Ball da mal halten kann. Und als Krönung hättest du noch einen King rausgenommen und hättest einen Tell vielleicht gebracht, meinetwegen auch einen Müller und hättest den Tell aufgehoben für die letzte halbe Stunde, dass der dann nochmal einen Schub bringt. Hätte ich verstanden. Ansonsten hättest du einen Kretzig gehabt, habe ich schon gesagt, den hättest du auch für einen King bringen können. Leroy nach rechts, Kretzig nach links. Das wären alles Leute gewesen, die versucht hätten, die gewollt hätten, die getan hätten. Die auf dem Platz waren, wollten nicht. Ja. Oder sie konnten nicht. Sagen wir es so. Vielleicht wollten sie konnten aber nicht. Ja, und da musst du ganz knallhart mal Zeichen setzen. Du hättest auch einen Kimmich rausnehmen können. Auch wenn Kimmich zwischenzeitlich mal 3, 4 gute, zumindest versucht hat, irgendwas dann zu organisieren, aber Alter. Guckt euch die Gegentore an. Ja, das war defensiv. Wir haben heute defensives Mittelfeld war nicht vorhanden. Es war nicht vorhanden, Alter. Min-Jae Kim stand 3 Meter hinter der Vierer Abwehrkette. Er stand da einfach. Hebt das Abseits auf. Dann rückt er raus auf Höhe der Kette und dann bleibt Mazraoui stehen und hebt das Abseits auf. Ja, Leute. Nach 10 Tagen Training kriegen wir es nicht hin, eine Vierer Abwehrkette koordiniert zu staffeln, oder was? Und vom defensiven Mittelfeld fange ich gar nicht erst an, Alter. Das war nicht gegenwärtig. Ja, gut. Aber ich höre jetzt auf. Das wird hier sonst ein Rage-Video, was noch 30 Minuten geht, Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir können da gerne Montag im Stream ein bisschen drüber quatschen. Da bin ich vielleicht ein bisschen runtergefahren. Nochmal, es ist diese Mannschaft ist es nicht würdig, dass man sich darüber jetzt aufregt und sich da das Wochenende versaut. Ja? Es ist einfach nur absolut enttäuschend, dass man ohne Leidenschaft, ohne Gegenwehr, 11 Ich-AGs, vielleicht mal abgesehen von Harry Kane, der versucht hat, die Mitspieler einzusetzen. Ich erinnere mich an eine Szene von King einfach, wo er hätte nur einfach den Ball durch die Schnittstelle auf Heavy spielen müssen. Was macht er? Zieht aus 25 Meter ab und denkt, er ist ein Footballspieler und muss das Ding durch die beiden Torpfosten schießen, Alter. Sorry. Das ist bei King aber absehbar. War schon die letzten 2 Spiele so. Der hätte nach 20 Minuten ein Zeichen setzen müssen. Ja, ich fand es völlig okay, dass man mit dieser Mannschaft anfängt. Ich habe schon mehrfach gesagt, abgesehen von Schupo, sonst habe ich die Mannschaft genauso aufgestellt. Ich habe aber auch klar gesagt, wenn die Leistung nicht auf den Platz bringen, dann musst du direkt reagieren. Und du kannst auch mal nach 20 Minuten Spieler, der so scheiße spielt, auswechseln. So. Und dann in der Halbzeit, spätestens dann hättest du Schupo und King gleich mit auswechseln müssen. Ja, das wäre dann auch mal ein Statement gewesen. 4 Wechsel zur Halbzeit, da hättest du noch einen Wechsel gehabt, als Joker oder wenn sich jemand verletzt, alles gut. Das wäre ein Statement gewesen. Ja. Und du hättest einen Leimer auf der 8 bringen müssen, der da was versucht hätte, der da Feuer gemacht hätte. Und so haben wir das gesehen, was wir gesehen haben. Eine hochverdiente Niederlage, völlig auch in der Höhe, völlig zu Recht so hoch. Ja, und es ist super enttäuschend. Das ist mein Fazit. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Lasst euch nicht die Laune verderben. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns Montag, 18 Uhr, wer Bock hat. Tschüssi.